Morris. Waarom omvang maar zijn dit eerste Leute maar feuer. Mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt, sende die Zeit der Erquickung, lave das dürstende Feld, mächtige Ströme, Ströme dein Wort uns verheißt, Herr ist das Träufeln so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, hört ihr das Rauschen von fern, über die Herzen der Sünder, kommt's wie vom Geiste des Herrn. Mächtige Ströme, Ströme dein Wort uns verheißt, Herr ist das Träufeln so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, sende sie Herr uns noch heut, jetzt wo wir flehend uns beugen, jetzt wo die Herzen bereit, mächtige Ströme, Ströme dein Wort uns verheißt, Herr ist das Träufeln so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Nächste 199. Freu vom Gesetz, o glückliches Leben, denn bei dem Herrn ist vieles vergeben. Christus erlöst uns gänzlich vom Fall, sein Blut gilt ein für allemal. Ein für allemal, Sünder ergreif es, ein für allemal, Bruder, o glaub es, Christus erlöst uns gänzlich vom Fall, sein Blut gilt ein für allemal. In Christo Jesu gibt's kein Verdammen, alle Verheißung ist in ihm. Amen. Kommet zu mir, so ruft mit Schall, sein Wort gilt ein für allemal. Ein für allemal, Sünder ergreif es, ein für allemal, Bruder, o glaub es, Christus erlöst uns gänzlich vom Fall, sein Blut gilt ein für allemal. Kinder des Höchsten, ihr seid berufen, euch zu erfreuen auf höheren Stufen. Volle Erlösung sei eure Wahl, Christus starb ein für allemal. Ein für allemal, Sünder ergreif es, ein für allemal,
ein für allemal. Nächste 132. Komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt. Komm, denn es ist nicht vergebens. Hier bist du ruhig und satt. Eile dahin, warum verziehen? Steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. Komm zu dem Born, dich zu laben. Tauch dich im Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben. Hier bist du selig und rein. Eile dahin, warum verziehen? Ewige Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. Komm zu der heilenden Quelle. Dir wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle. Trink es zum ewigen Heil. Eile dahin, warum verziehen? Ewige Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. Ja, guten Morgen, Sola. Ich wünsche Ihnen alle einen guten Morgen. Sola, herzlich willkommen hier. Ich möchte noch gleich mit ein paar Fahrt wie in Psalm 106 fängen. Sei danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn ausreden und alle seine leiblichen Werken preisen? So, der Herr ist freundlich. Wir würden vielleicht sagen, aber freundlich essen, wir würden nur reden, sind alle mit so dodig. Aber wir weten, der Herr hat gut für mit uns. Don't wat er vergeht, aber der Gott hat dort gut für mit uns. Und wir können dort nicht überreden, seine Gedanken sind, was er mit uns fährt, wo wir nie überreden können und niemals noch preisen können für all die gute Doten, alles, was mit was er uns beschenkt. Dat hij zo waren een dag gegeven heeft, dat is de genoeg Gottes en de genoeg voor mij, ook voor die, dat we nach waar ongezien wordt komen kunnen. So, wir kommen zu den Bekanntmerkungen. Einmal sagen, der wird uns Bruder Albert Cornelsen uns mit der Einleitung bringen und wir haben einen Gastredner, als Daniel Dertsen von Horizonte. So, beides Redner, die die Leute noch nicht gehört haben, oder vielleicht noch niemals. So, wir sind dankbar dafür. En zo wieder wordt dan door je werk gedaan, van de was Jude en Jongschar, klok 2 nummerig, en maandag has deiner Sitz, klok 2 nummerig. En daarna has Bibel en Gebetsstimme, klok 7 zu uns, alle Dutter angeladen, en Frieda has Jude en Jongschar, klok 7 zu uns. En hier in Sternen has een verlooptes paar, sind John Friesen en Adina Rampel, ze hebben een verloving gehad, ze zijn verloopt. Bestätigt, dass sie aus dem Brutpaar sind, so darauf haben die wieder bekannt, für ihn zu beten, sie planen in Eichen zu gehen.
Zijn als de tweede wichtige schritt wordt man im leven neemt, zo we wel ook voor zo'n jongen paar beden, dat God hem mag leiden en vieren. En nu staat nach Medwerk zingen bij de Paas, groep 2. Es bezieht nach wat bekannte meer. Okay, we gaan een half stunde om beden wat pauzen is. Almachtiger himmlischer Vater, wir danken dir, dass du noch einmal freundlich zu uns bist. Wir danken dir, dass du immer alles bist. Und dass du uns immer noch annimmst, dass du gnädig warst, bis nach wir uns diesen Tag zu beleben lassen. Dass wir uns hier versammeln dürfen, dass wir breiter haben, was wir sind, und ihn gut zu dienen. Herr, wir danken, loben und preisen dir dafür, wie kann er leist sein, dass du dort mehr gemerkt hast. Herr, ich will dir auch beten für die Brüder, die reden, musst du mit uns sein. Für die Brüder, die singen und leiden, musst du auch sein. Auch mit den Sonntagsschullehrern, schenk auch du, auch mit den Kindern alle, auch alle Tauhiere hier. Herr, dass wir wirklich diesen Tag mit dir Taub durchgehen können. Help uns, unsere Gedanken im Tun zu holen, dort unsere Ohren aufzustahlen, dort, wo du von dir zu uns reden wirst, dass wir nicht dürfen auf Menschen bauen, sondern dass wir uns ganz fest auf dich vertrauen. Wir wissen, du bist der Anfänger auf der Verländer bist, Herr. Wir danken dir dafür, loben, preisen dir, dass du uns immer noch mal gnädig bist. Musst du bei und mit uns sein durch diesen Tag. In dem Namen Jesus Christus. Amen. Neem Platz. Singen wir uns noch das Lied Nummer 248. Jesus ist am Kreuze mich, wo die Quelle fließet, die zum Halt der Sünder sich dort so frei ergießet. Hin zum Kreuz, all mein Sinnen geh, bis vor Gottes Thron ich triumphierend stehe. Zu dem Kreuz ich beben kam, hilflos Schuld beladen, an dem Blut befleckten Stamm war hin zum Kreuz, all mein Sinnen geh, bis vor Gottes Thron ich triumphierend stehe. Nach dem Kreuze lass mich schauen, lass dem Herrn mich sehen. Ich will nur dem Opfer trauen, das am Kreuz geschehen. Hin zum Kreuz, all mein Sinnen geh, bis vor Gottes Thron ich triumphierend stehe. Von dem Kreuz rühme ich, für das Kreuz ich bage, und die Krone hart auf mich, wenn das Kreuz ich trage. Hin zum Kreuz, all mein Sinnen geh, bis vor Gottes Thron ich triumphierend stehe.
vreemd me hier te moeten brengen vandaag. Eerste vraag ga ik best een christen, maar niet. Dat is wat ik weinig te omhoog wil. Het is een vrouw wat me door het hier aangekomen was. De noemen maar niet, dat staat bij veel mensen bij, ik zie een christ. Dat hebben we waarschijnlijk niet zo, nee. Veel wat men niet genannt wordt, dat stemt kwijt. Maar op de gedanke dat ik me een beetje haren goed zijn. Wie zijn zwangel dat we dat zijn, wanneer we zeggen we zijn christ. Wie willen dat zeggen, we zijn christ, nee. We zijn ware boeren, we leven voor hem haren. Dan zijn we dat ganz wichtigste houden. En dan het andere wil ik lezen, Matthäus 22, van 36 tot 40. Hier zegt het, 35 vers zegt al, om Jezus te verzekeren stal een van de schriftgeleerden aan een vrouw en zei, Meester, want als dat grootste gebod im Gesetz. De schriftgeleerden en al die Sadduceeren en Farizeeën willen hem allemaal op een proef stellen en hier deze waren, Jezus. Dan zei Jezus, hij zei aan, dat zoals dem Herrn, du sollst dem Herrn dienen Gott mit den ganzen Hort, Gott sein, und mit den ganzen Seil, und mit all den Gedanken. Dat is wat Jezus antwoord geeft. Dat weer het Gesetz en de profeten. Nee? Dit is dat grootste en eerste gebod. En dat tweede gebod is met dit gelijk. Dus als die een nog groter God zijn als die zelfs. Op deze beide geboden hangt dat ganze Gesetz en de profeten. De nächste grote God zijn als onszelf. Voor God zijn we onszelf. Brücken we dem aan bloß een klein groter zijn als onszelf. En het zegt hij, we zullen een andere grote God zijn als onszelf. Dat is veel leichter een andere niet ganze God zijn als onszelf. Niet? Dan zegt het in Johannes 13, vers 34 en 35. Johannes 13, 34 en 35 zegt het. Ik geef je een nieuw gebod. Je zal een ander God zijn, krijg zoals ik je God gewaar zie. Zo zal je ook een ander leven. Wanneer je een ander God zijn, wordt allemaal zijn dat je mijn jongeren zijn. Maar met hem, dit weer niet gebouwd. Dat andere gebouwd dat weer de Gesetz en de profeten, dan zei de Bijbel. De Bijbel ziet hoe Mozes dat Gesetz kreeg, de profeten. Maar dit is nog niet gebouwd. Dat zei, wie zal de anderen ook zo goed zijn als Jezus ons is. En wat God is Jezus ons? Ik heb dat eruit zeggen, wat God Jezus ons is. En anderen zeggen, we zo goed zijn als Jezus ons weer. Dat is het niet gebouwd. En dan Johannes 15, vers 12 en 13 en 17, daar zegt het, dit is mijn gebod, dat je een ander zo goed bent als ik je goed zie. Keiner heeft meer ram als de nächsten, als dit, dat hij zijn leven voor zijn vriend heeft. Zo goed, zoals Jezus zijn leven gaf. Na de 17e vers, dat gebod geef ik je, ziet einer dem anderen goed.
Dat je manchmal leicht te zeggen, niet over dat nooit te komen. Over dat nooit komen je leichter als dat niet nooit komen. Maar dat stemt hij zeggen niet. Maar dat je schijnt als ik wil zeggen. Dat nicht nooit komen, dan hebben we voedsel los op ons, niet? Wenn wir ohne nicht gut sind, dann sind wir uns verschuldet. Dann sind wir nicht auf dem Reich der Wahrheit. In Matthäus 5, da sage ich ein bisschen, wo Jesus uns gut wird. Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Hier sagt Jesus, was wir sollen tun, was der Wahrheit ist, dass wir ohne keine Gott sind. Wir haben noch gehört, dass du gesagt wird, ein Auge für ein Auge und ein Zahn für eine Zahn. Das war dann vielleicht gleich, nicht? Den nächsten, wenn wir auf dem getan, dann gleich dem auch noch ein bisschen Trick zu tun. Aber Jesus sagt hier, aber ich sage Ihnen, dass überhaupt nicht rach über. Wenn ihr wer arbeitet, lieber wenn die wem auf der rechten Bank, wenn die wer auf der rechten Bank schlägt, dann hol am der linke auch Hand. Jesus sagt, wir sollen überhaupt nicht racheivern, nicht mit Racheivern zu tun haben. Nicht mit Tricktoller, mit Jana auf so dem anderen getan haben, wo wir mal verrecken. Das haben wir nicht mehr zu tun haben. Und wenn die wer für die Recht nimmt und den Rack verlangt, dann darf man auch den Überrack. Und wenn wer verlangt, 1 Mil mit ihm zu gehen, dann geht 2 Mil mit ihm. Wenn die wer was braucht, dann darf man dort und sei den nicht auf, der sich von die was lieben will. Wir haben nicht hier dort gesagt, dass die aus denen nur Gott sein und denen Feind schlecht sein. Das würde ich vielleicht dann, nicht? Wenn wir uns nicht damit verscheucht fällen, würde es leichter sein, weil wir verschulden uns, wenn wir den Feind schlecht behandeln. Bet für die, die aber ich sage Ihnen, seht ihr einen Feind Gott und sehen die ihn pflegen. Das Gott für die, die schlecht sind, bet für die, die ihn beleidigen und verfolgen. Das ist eine Abgabe, was wir haben, um Gott zu sein. Und wenn wir das tun, dann schaffen wir um Gott zu sein. Wenn wir das nicht tun, dann steigt uns euer Hochritt und das soll nicht so sein. Dann sage ich so, dass die ihn vorher im Himmel seine Kinder kennen sein. Das ist, was wir wollen, nicht? Uns vorher im Himmel seine Kinder sein. Dann sagen wir für die Bären, was wir uns uitpflegen, für die Zähne, was uns, Zähne für die, was uns uitpflegen, bet für die, die uns beleidigen und verfolgen. Omdat wir kennen, Jesus seine Kinder sein. Wie es heißt, seine Sohn abgehen über die Gute und Schlechte und lässt das Reine über die Rechte und Unrechte. Wenn die Gott sind, die jung Gott sind, wo können die mit einem Lohn rechnen? Wie es dort dann so gute Tagskleid dann. Und wenn die bloß jene freundlich begreifen und durch die reißen, was da je mehr als andere. Dat is een goede taakskleid daar. Aber jemand vollkommen sein, groß als den Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn wir seine Kinder wollen sein, dann müssen wir unsere Feind Gott sein. Wir wollen uns Feind sein, das sagen wir Gott sein. Und das, was Jesus in Rot ist für uns. In Lukas 23, Vers 33, da wo Jesus gekreuzigt wird, dat is mir immer sehr rührend, wenn ich an das eng denke, wo Jesus gekreuzigt wordt und wo er für seine jene Bede deed. Und dat is een rood wat hij aan zijn lot heeft. Dat is waar, wenn wir in Christus heiten, dann haben wir Christus noch fallen. Dann haben wir
für die Bede, wat ons slecht doen. Lucas 23 van 33 tot 43. En als zij wat de schedelplaats kwamen, kriegten zij aan door en ook de twee verbrecher, einen aan de rechte en einen aan de linker zijde. Dan zei Jezus, Vater, verjaf aan. Wir weten niet wat ze doen. En zij trokken los om zich zijn kleider aan te delen. Als Jezus am Kreuz hang en die allemaal verspart hadden en gezegd gespeeld en die hadden, wat hadden ze alles gedaan, een doornenkroon opgelaten en verklapt. Dan als hij hier am Kreuz hangt, dan beet hij te God. Vater, verjaf aan, ze weten niet wat ze doen. Dit is een voorbeeld wat Jezus aan zijn lot heeft, wat hij zegt, dat mij nu valt. Dan kunnen we voor aanbeden, wanneer ons wat zwaar is. En de mensen stonden en checkten toe, en zo gaat de volksleraar en met de andere top drijven er een spot over arm en zeiden. Hij heeft anderen geholpen en wanneer hij Christus God zijn etje wilde als, dan laat hem zich en onszelf helpen. De soldaten drijven ook er een spot met armen, champen en bovenarm zuren wien aan. En zeiden, wanneer de Juden tjeinig best, dan helpt die zelfs. Zodat Jezus krijgt het alle doen op hoe hij al die kritisig is. En hij weet dan voor die voor verjaffen en ze weten niet wat ze doen. Hij heeft er geen hoed, geen nostal aan ooit dat gaan. En dat is een voorbeeld wat hij aan zijn lot heeft. En even aan wie een Griechische, Latijnische en Hebreeuwse geschreven. Dit is de König van de Juden. Dan las dat einer van de Mörder aan Kreuz even aan en zegt, wanneer de Christus best, dan helpt die zelfs ook ons. Dat is einer wat die kritisch wird, die spart ook nog door even. En dan zegt het andere, aber de andere. Aber der andere beschwächt arm und sagt, fürchtet du dich nicht einmal, Gott, willst du bist ja dieselbe Verdammnis? Und wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben, aber das Mann hat nichts eigentlich getan. Das ist mir ein sehr rührend, was das Mann da besiegt. Aber Jesus sagt dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in den rechten Hand kommst. Dann sagt Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, du wirst von da mit mir im Paradies sein. Das hat er getan, seine Schuld. Das ist man immer eigentlich schuldig. Vielleicht ja wieder sagen, wenn ein Ding schwer geht, und man muss sagen, ich bin schuldig. Das hat er schuldig, und er sagt, dass er schuldig wird, und er sagt, ich bin schuldig. Dann sagt Jesus, von da wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist der Vers, was wir alle noch mal hören, nicht? Von da wollen wir mit Jesus im Paradies sein. Damit wir an seine Fußstapfen noch gehen, und manchmal scheint das so gleichgültig, wir sind Christen. Und da wir wirklich sind unsere Worte christlich. Und dann heute noch Matthäus 6, Vers 14 und 15. Das sind für mich besondere Vers, wenn die Bibel auch ganz viel wird, aber und das sagt dann, wenn einmal, wenn die Menschen dort vergeben wird, die sich gegen versenden, wird den himmlischen Vater auch vergeben. Das ist ein Vers, was mir besonders viel wert ist. Wenn wir vergeben, dann wird der himmlische Vater uns auch vergeben. Was sind die Versagen, was wir nicht wollen vergeben oder nicht wollen
wie würde sagen, wir können nicht. Ich glaube, wenn wir nicht vergeben, dann das handelt sich an, dass wir wählen nicht. Die Sache wird wieder erklären, wenn es Firma mit einem sagt, das kann ich dir nicht der Gott holen. Das kann ich dir bloß gleich der Gott. Da haben wir so viel eingetan, dann kann ich das nicht mehr der Gott holen. Na, kostet nicht. Ich glaube, dat is een ding wat we moeten weten. Dat is ons wel als we willen en niet willen. Dat is niet dat het allemaal alleen geworden is. Dat is niet de zaak. Ik had me een soort tegen zaak waar me niet weer recht behandeld worden. En dan had ik me niet meer, dat ik me aannemelijk recht voor je. Die hebben me niet recht behandeld. Maar ik word pas aangelegd daarmee. Dat helpt me niet. Maar ik niet van harte vergeven, dan word ik pas aangelegd. We geloven maar van de andere, die hebben zo zijn we de tijd voor en dat niet zo zijn wij. En nu is het niet langer. Nu wordt het een beetje oud zijn, nu wordt het een beetje verdrietig zijn. Ik geloof dat leert ons, we zullen vergeven. En wanneer mijn entscheiding is, ik zie die goud, en mij is dat niet wat ik anders, ik zie die goud. Dan zie ik die goud. Dan moeten we zomaar omgaan dat we goud zijn. We moeten hem Herrn dat brengen. En zij willen zeggen, wanneer ons het schwer. Maar andere entscheiding is dat man immer als we dem nächsten dan goud zijn of niet. Wanneer onder dan nog kämpft en voor mij op knieën skript en ik ga entscheiden, ik zie niet dal. Wat helpt dat dan? Dan denk ik me best verschuldigd, niet? Dat is mijn schuld, wat dan best heilen. Maar niet voor je, ik vind het aangelegd. Zodat het andere entscheiding als we wel dem nächsten goud zijn of niet. En de 15e vers zei, aber wenn je andere Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird je Führer jene Sünden auch nicht vergeben. Ich denke dann an den Vers, wo das sagt in Matthäus auch verdeutlicht, da sagt, Jetzt mein Jacht trägt nicht in meine Los als leeg. Als je seine Los leeg? Ich glaube, wenn wir das annehmen, dann ist die leeg. Und das kriegt man vergeben auch so. Wenn ich mir entscheide, ich sehe dem Geld, wir haben immer mehr oder Teile vorher haben, wenn ich voll ist, es dort erst Haftrecht war, bei Vollfleisch ist dort. Und ich entscheide mir, dort hat mir noch shit, ich sehe dem Geld zu werden. Dann sehe ich dem Geld, nicht? Aber wenn ich mich entscheide, das euch mir zu sagen, das ist zu euch geworden, dann ist Jesus in der Lust nicht mehr leicht, nicht? Wenn ich mich entscheide, ich vergebe, ich sehe die Geld, dann ist Jesus in der Lust leicht und sein Joch sanft. Ich denke, das ist, wo wir uns an Vergeben immer teilhaben haben, dass wir vergeben sollen. Ik wens je het alle God te zien. Nummer 188. Einst war ich ganz in Sünden, total Hoffnung war dahin. Doch hab ich nun durch Christi Tod sein Leben zum Gewinn. Ist möglich gab denn je in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. O welche Höhe unerreichbar, Tiefe ohne Grund. O Liebe, die das Herz erweicht, du machtest mich gesund. Ist möglich gab denn je
in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaube an dich und lieb dich ewiglich. Und dankbar ist Gottes Herz, das sich von Jesu trennt, statt dass es liebend himmelwärts in Flammen schlägt und brennt. Ist möglich gab denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. Ich lebe aber nun nicht ich, nein, Christus lebt in mir, der in den Tod sich gab für mich und liebt mich für und für. Es möglich gab denn Jesus sich auch in den Tod für mich. Mein Heiland, ja, ich glaub an dich und lieb dich ewiglich. Ja, guten Morgen. Ich freue mich hier mit Ihnen zu sein, so ich abgereist bin, aber ich möchte, dass Gott von der jetzt ein Wort was sagen kann, dass nicht ich sehe, was er sagen will, sondern dass Gottes Wort was sagen soll. Ich will uns den Anfang bereisen mit den Vers 1. Korinther 1, Vers 3 einmal. Das sagt einmal, so Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ich wünsche, dass ihr genug kriegt, was du von unserem Herrn Jesus Christus ist, dass ihr hier mit uns erst von dir und dass ihr genug hier wirken kann. Das ist mein Wunsch. Und ich dachte einmal zum Anfang, ich dachte ein bisschen an mein Zeugnis mitteilen, das erste. Mein Name, weil ich vielleicht mehr als alle weiter, mein Name ist Daniel Derze. Ja, ich will einmal ein klein bisschen mein Zeugnis mitteilen, weil ich zum Glauben gekommen an Jesus, weil ich die Klarheit gekriegt habe im Leben und Lothar, weil ich dann eben in der Wirtschaft nennen. Ich sehe auch abgewaschen in der Kolonie, wo nicht das serviert ist, was wir nie gewarnt sind, wo einfach wo das Gäste nicht so sehr wird. Und ich bin dankbar dafür. Ich habe christliche Eltern gehabt, immer. Wir hatten eine gute Übertragung gehabt. Die haben so weit aus der Hand gewusst, Gottes Wort, haben sie uns dort gelehrt, was sie haben gewusst, haben uns Geld abgetragen. Aber ich war auch immer mit diesem Wunsch ab, von klein an gerat zu sein. Und ich habe so viel in den Tag, wenn ich zum Morgens abstund, dann möchte ich mir das einmal klar, von der war ich mal ganz ohne Sinn durch den Tag gehen. Von der war ich noch mal ohne Sinn sein und ein, zwei will ich das dort noch mal für sich geraten worden. Ich war das andere Zeit niemals gedacht, der wird meistens noch mal ein kleines Einzige am Anfang und dann war ich das andere, das verbrauche ich nicht und ich lebe mein Leben so wieder. Und ich war über geraten, ich komme bei der Jugend. Und durch mir das alle weg. Ich fange an in der Jugend mit zu leben, das ist immer das wird. Die Jugend wird nicht hässlich, die Jugend wird gottlos. Dann dachte ich, das wird, ich sehe dann immer, der ist nicht so schlimm, der ist nicht so schlecht, aber von der auch schon da sein, dass der ist einfach nicht gehässlich, manch der Jugend, wo ich sie abgewaschen. Aber ich komme auch wieder und ich traf dann mein Ehepartner, was nicht mein Ehepartner ist. Wir haben spaziert und ich ging dann, wir kommen auch wieder. Ich wollte auch wir wollen in der Ehe wohnen und ich wusste, dass aber so viel habe ich gelernt, dass wenn wir ans Taufe lassen wollen, dass wir nicht, dass die Taufe
ans eens wordt duid, de tafel wird blessen bunt, dat had ik geleerd en ik wist dat aber ganz klar al den tijd dat ik de Entscheidung nog niet getroffen had voor juist. En dat ging dan over zo weit, dat ik me aangeven luid, dat weer bij de tijd weer dan, wat zich aangeven. En dan had het daarna eenmaal klaar, ik wil niet, ohne dat ik de Klarheit had, aanbekeerd in de tafel gewoon, zoveel had ik verstaan van de tafel. En dat weer dan ging dan de stad weer, en dan weer dat een dag dat mijn vader mij dan apart kreeg, en dan reed hij met mij einfach, reed hij over mijn leven. En ik vertelde in mijn leven, ik kon in mijn leven mitteilen, wie dat weer. En ik zei dat ook dat ik dat niet had. En wo ik dankbaar voor werd, hij vroeg mir mein Leben auf, ich brauch nicht was uitbrengen zelfs, ich brauch bloß alles beantwoorden, als ich dat weet, als ich das gedaan had, dat niet. En dat werd mijn Halt. En dan, hij ging dan ook wieder en die zei, te laat als hij mijn leven aufgefragt hat, und zei dan einfach zu mir, wenn du mit dit een dag aan de eind komt, dan zei hij, dan zal ik im Gebet gaan, dan zal ik het naar Jesus brengen, en dan word ik Vergebung krijgen. En mir redet dat dan al aan, ik word seine Reise was, aber das wird dann noch nicht so, dass die wird anbeide te beten, ich werde dann al bedreigt, en aber dat wird dann noch nicht, dass die wird dort anbeide. En ik ging dan, wir gingen dann von ein, und von da an hatte ich einen Kampf in mein Leben. Denselben Tag, das war bis einmal schwanger, da war schwanger, ich fuhr so abends noch war spazieren, aber seit 3 wird, ich kam nicht mehr allein mit meinem Leben. En dan dacht ik dit wat hij zei te mij, wat ik zal doen. Hij ging op het neues am Gebet naar Jezus en hij zei in dat wat mijn leven wird. En ik had mij nog niemals als Sünder erkannt, is wat ik dan deed. En ik zag dat ik weer een verlorener Sünder. Ik had ohne Jezus ging ik verloren. En toen zag ik dat man zit niet. En ik had dat, den dag kon ik dat ook geloven, dat Jezus wordt mij vergeven, die wordt mij vrijmaken van dit. En ik kon dat beten, dat het voor mij apart. Ik zei, Jezus, dat einfach wat ik weet. En ik vroeg, als hij voor nu weer wil mijn leven regeren, als hij mijn Führer wil zijn in mijn leven. En ik sluit met dat aan, en ik wacht dat aan van weer, den dag. Nächsten Tag, als ik abstimmt, dat leven wird wat anders, dat wird leicht. Ik wacht dat aan, ik had zin Vergebung, ik wacht dat aan, door alles wat passiert in mijn leven. En ik wenn ich fehle in der geistlichen Gemeinschaft, da wird nicht geistliche Gemeinschaft und da ging dann über mein Leben wieder und da viel zu verändern in mein Leben. Und ich dachte, dort habe ich mich von dort ein Thema gewählt, was es wirklich frei sein, durch über zu reden. Ich will Lothar wie anbeten, was du magst nehmen von meinem Leben, weil ich wirklich sie wieder frei werde. Ich habe das ganz klar, dass ich dann bekehrt werde, dass ich wahre geboren werde, das habe ich bloß. Ich konnte nicht fair wegkommen, ich habe sehr gestrauchelt in meinem Leben. Und ich muss lernen, dass nur die Bekehrung der Mensch noch mal frei war von allen Dingen. Das ist mein Thema von dir, was ist wirklich frei sein. Und ich habe mir dort den Text gewählt, in Johannes 8, Vers 31, was 36. Ich will den einmal lesen. Johannes 8, Vers 31, Vers 36, da sagt es einmal, da sagte ihnen Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann warteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wieso sagst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ihr habt das eingeredet einmal von Menschen, die auch Jesus glaubten, die auch Jesus angenommen haben, oder die auch Jesus anerkannt haben. Und hier wird das auch, dass Jesus auf diese Menschen muss sagen, die Mathe frei waren. Die wundern sich durch, in den 33. Vers sagen sie, wer sei wie frei waren, wie sind ihr doch noch einmal Abrahams Knechte gewesen, wie sind ihr doch noch einmal frei gewesen. Und sie können das nicht verstehen, sie glaubten an Jesus, aber Jesus meint,
alle Ungewohnheiten, die in unserem Leben noch sind, alle Sünden, die wir nur die Bekehrung nach einmal ohne uns haben, oder Ungewohnheiten, du sagst, wie von frei waren, das hat diese nicht verstanden. So viele Menschen von der ersten Tag, die denken auch, das ist alles, was wir brauchen. Wenn ich einmal bekehrt sehe, dann ist das Geld mit meinem Leben, dann sehe ich frei. Wir sind ganz klar frei von der Sünde, wir sind frei von der Sünde, ganz frei sind wir davon. Aber wir sind sehr viel noch nicht frei von Ungewohnheiten in uns Leben, wo wir immer ein Hindernis sind. Und dort will ich, diese Menschen hier gerade sagen, die sind, die müssen noch frei werden. Die Wahrheit müssen noch frei merken. Wir müssen noch Dinge, die wir immer im Leben festhalten, die immer noch ans anhängen, was wir immer waren, denn du musst wie von loskommen, du musst wie von frei werden. Dort ist wirklich frei werden. Wir finden das hier gerade in den 31. und 32. Vers sagt das ganz klar, wer sich keine frei werden, das sagt einmal den 31. Vers, da sagt ihnen Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das sagt hier einmal, kriegt euch am Glauben. Die sollen an sein Wort bleiben. Sie sollen frei gemacht werden. Ich dachte auch an das ein bisschen ab 3 Punkte andeulen. Das erste dort ein bisschen was ist wirklich frei sein, und das zweite ist, welche habe ich wirklich frei werden, und das dritte ist, und zu was soll ich frei sein. Da dachte ich einmal ab 3 war ich ein bisschen nachzukicken. Und wirklich frei sein ist Krieg, wenn wir Krieg, wo ich auch angefangen habe, wenn wir Dinge im Leben, wo wir immer waren, uns anhängen, wo wir immer waren, denn wenn wir da keine loslassen. Ich will mehrere Dinge erwähnen, vielleicht, wo wir können, Trouble sein in uns Leben. Ich dachte, das erste an, das größte Trouble, wo ich mit gehabt habe, als ich bekehrt wird. Ich dachte, von dort das erste zu reden. Mir ist das immer eine Schande von zu reden, weil ich sie dankbar, dass Jesus dort sehen kann, frei merken von alles. Ich in meinem Leben, als ich bekehrt wird, ich hatte sehr Trouble mit würdig sein. Das ist eine Schande von zu reden, aber das erste ist Fleisch einmal ist. Ich kann mich nicht kontrollieren. Das wird nur meine Bekehrung auch. Ich kann, wenn ich mir was äußere, ich kann mich da nicht kontrollieren. Ich warte immer über Jahr da an und ich muss alles durchführen, was ich mir gesagt habe. Und ich habe mit das Jahre und Jahre gelebt. Und dort ist Krieg ein Ding, was wir nicht kennen, wenn wir wahre geborene Kinder Gottes sind, wenn wir Christen sind, mit das immer ständig leben, dann sind wir von seinen Dingen als dort loskommen. Dann sind wir waren ganz klar immer noch in Fleisch bleiben, wir waren uns immer wahre verfehlen, wir waren ganz klar noch mal uns euren, wir waren uns da in Versenden. Aber wir brauchen nicht gebunden bleiben an das, dort wir uns nicht kontrollieren können an das Wort. Dort ist, was ich auch beleben, und dort ist auch, was das hier redet von, wo wir alle von frei waren, wenn wir als Kinder Gottes sind. Und ich dachte auch über Beleidigung. Beleidigung ist auch ein Ding, wo wir von frei waren. Viele Menschen, die sind auch wahre geboren, aber die sind, wenn jeder Bett einmal beleidigt. Den Menschen, die können in ein kleines Bett was andienen, und dann ist die beleidigt. Das ist auch ein Ding, wenn wir das noch einmal waren ans Leben haben, einmal beleidigt sein wegen alles, dann sind wir nicht frei, dann sind wir noch nicht wirklich frei. Wir haben ein Ding, wo wir angebunden sind. Oder wenn wir denken an viele Menschen, die haben Trouble mit Nature. Das ist, viele Menschen, die brauchen sie was tun, und dann bleiben die, halten die sich wach, und dann beweisen die dort lange Zeit. Das war ich den Wiese, dass mir das geäußert habe, und das war ich einfach, den mit mir Leute, wo ich den das wiese, weil mir das gefällt. Und das sind auch Dinge, die wir einfach nicht in unserem Leben haben, wenn wir frei sind. Wenn wir wirklich frei sind, dann sind diese Dinge in unserem Leben nicht. Und wenn wir auch denken an Hilfsmittel, wie viel haben wir Trouble mit Hilfsmittel, und sie denken, ich sehe ein klein bisschen mehr als der andere, oder ich sehe dieser. Das soll in unserem Leben rauskommen.
wie waren immer wahrer, sag ich, einmal uns verfehlt haben, wie waren, Trouble gehad met ons wo erheben, dat kan ganz leicht passieren. Aber ständig kann das nicht in unserem Leben sein, wo wir immer wahrer denken, wie sind die, was wir sind, und wenn du ganz ständig bei leben, dann sind wir gebunden, dann sind wir noch nicht frei. Dann sind wir noch nicht frei, was Jesus sagt, wo wir aber von frei waren sollen. Davon ein Haus haben in uns, wenn wir immer ständig unter den Menschen, wenn wir einen Mensch immer leichter nicht vertrauen, den immer ein bisschen hassen, dann sind wir auch noch gebunden. Dann haben wir einfach was an uns, wo wir noch nicht frei von sind. Und wenn wir so leicht vielleicht, wenn das ein Bild von einer anderen Gemeinde ist, wenn wir über die Kirchen immer ein bisschen Hut über Hand, dass es dort Hand, dat hielt sich auch nicht in unserem Leben an. Wie uns Leben hielt sich zu sein, frei zu sein. Wir machen Dinge, Dinge, wo wir mit Trouble haben, die machen wir aufsterben, die machen wir einfach loslassen. Wirklich frei sein, dann wollen wir uns immer ganz klar nach mal dann waren verfehlen, wir wollen das auch immer wahrer beleben, aber wir wollen nicht ständig in die Dinge sein. Wir wollen nicht immer und immer dasselbe Ding in uns Leben haben. Dann sind wir noch nicht frei. Und dort erst kriegt, wo Jesus hier zu diesen Menschen sieht, wo auch an Glauben, wo sie sollen von frei werden. Und ich dachte auch an ein Ding, wo ich immer Trouble mit hatte, den nächsten anjährlich talen. Ich dachte auch immer, ich werde jährlich als einer oder der andere, und ich hatte es immer an mich. Und ich werde angebunden, ich wollte das immer wahrer kommt mir diesen Gedanken an, der andere, der ist nicht so jährlich als ich sehe jährlich als das. So wie war das ganz klar, für kann sein, dass ein Mensch anjährlich ist, aber wenn wir ein Mensch wird wirklich sein Beste tät und wenn wir immer wollen, das in unserem Wort haben, wie ich sie wieder als dann sind wir gebunden, dann sind wir nicht frei. Und dort machen wir loslassen, dort machen wir einfach auch loslassen, wenn wir wirklich frei sein wollen. Und viele Dinge, viele Menschen haben auch Trouble mit dem Handel, dass der Handel einfach nicht in Ordnung ist. Ein klein bisschen falsch, eins wo ein Handel treiben, oder eins wird ein klein bisschen anders sein, was das ist. Und das sind auch die Zukunft, was in wahrer geborene Kind Gottes, du sollst davon loskommen. Du sollst ganz klar von loskommen und wir sollen nicht in seine Stadt gebunden sein, wie sie Mathe frei waren. Und das Jahr von der ersten Tag auch so viele Menschen, die ein Los leben, sie haben sich bekehrt und sagen, das tut mir nicht, ich kann auch wieder vielleicht ein Loster, eine Ungewohnheit von Loster leben. Ich kann danach wieder ein Leben. Ich zeige da Vergebung, ich sehe da in wahrer geborene Kind Gottes, ich war ja gerat worden. Und das ist aber auch, was wir in der Bibel ganz klar finden, dann sind wir nicht frei. Wenn wir wirklich frei wollen sein, dann stehen wir das auf. Dann wollen wir nicht an das immer leben. Dann wird es in unserem Leben verschwinden. Wann wir wollen frei sein. Liegen, in den anderen Kleinbett, was ich sage, das sind alles Dinge. Falsche Nurreden gehen, eins wird über den anderen. All seine Dinge, das sind Dinge, die du immer wahrer waren, einmal dann und wann verfallen, aber wenn wir dabei gebunden sind, dann sind wir nicht frei. Und dort erst wo Jesus hiervon redet und wo Jesus diese Jüde hier auch wel abmerksam merken, die matte die Dinge, die in ihrem Leben wird, die matte die von loskommen, die können nicht so dort bleiben. Und vielleicht sagt einer oder der andere, wer kann ich von dem Ding loskommen, wer kann ich in über das Ding sich haben. Und dort ist die Frau, die ich mir auch immer gestellt habe, lange Zeit. Ich hatte so Trouble damit, ich brauche immer wahrer, was ich dort mal ein Tag erkennen kann, dort, was dort in 1. Johannes, in Johannes 8, Vers 36, sagt, das 36 ist der Fall diesen Tag. Dort wird, wem die Sehen frei merkt, der ist wirklich frei. Und dort kriegt mein zweiter Punkt, wo ich will übergehen, wer kann man wirklich frei werden? Dort sagt hier in den 36. Vers, sagt das ganz klar, wenn euch nun der Sinn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und wirklich frei, wie modern worden, wenn Jesus uns frei macht. Nicht, wenn ich dort nach einmal selbst geprüft habe mit meiner Innenkraft und wenn ich dort nach einmal selbst geprüft habe, dort zu dienen. Ich habe das so viel in meinem Leben geprüft. Nur wo ich
mal met dit ding abheren. Ik wil mal abheren. Dat wird mir immer, du leeft ik immer. En ik bete immer te Jezus, hij zal mij mal helpen met dit ding, hij zal mij mal vrij maken. Wat den dag dat ik dat erkennen muss, dat Jezus braucht mich nicht helpen met dit, van dit ding los te komen, sondern hij muss dat ganz selbst doen. Die zien Jezus Christus, wat is waar zei, die muss mich frei machen, nicht ich. Ich kann das nicht. Dat muss ich erkennen, dat moet we erkennen, want we willen vrij zijn van dingen wat ons onhängen, ons zindelijk leven, dat du moet Jezus ons vrij maken van. Dat hebben we niet zelfs van vrij worden. En we kunnen ook niet diesen zijn gaan, dat we immer dat we nu bespeden worden en Jezus wordt niet alles doen, dat we door niet spreken te doen. Ik wil ook een paar te lezen uit Kolosser 3, vers 5, wat ik ook interessant vind. Velen denken, nou nu wil ik dan beden en Jezus wordt mij vrij maken. En dat braucht aber bij ons ganz persoonlijk ook zelfs een entscheidung, dat we zelfs wählen. Kolosser 3, vers 5, wil ik einmal te lezen, da sagt het, einmal seid heute nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, Beuselust und Hass, Habsucht, die jetzt ein Dienst ist. Hier sagt das einmal, diese Dinge, die uns einmal nach anhängen, ans Leben, da sind wir Deutmerke. Das verstehe ich sehr, das ist falsch. Wir brauchen auch eine Entscheidung. Wir brauchen eine Entscheidung zu treffen. Ich will von diesem Ding los. Ich muss mir das ganz bewusst sein, dass ich will von diesem Ding los. Wenn ich das Ding noch einmal in mein Leben ein bisschen fast habe, dann noch einmal ein bisschen gleich dort zu deine, die Sache, wo ich an lebe, oder das Ding, wo ich an die Bunge sehe, dann wollen wir nicht frei werden. Nicht bloß von einmal beten, ja, ich soll mich frei machen. Wir müssen ganz selbst die eine Entscheidung treffen, dort wir wollen frei werden. Wir können nicht bloß lernen, dass Jesus das sich selbst wird, ohne dass wir wirklich haben wollen. Hier sagt es, teutet in eure Glieder. Wir müssen, du wirst mit denen, wir müssen uns ganz bewusst klar sein, dass wir die Dinge wollen loskommen. Und ich dachte auch, welche wir ab Dinge bewusst waren, was Dinge sind, was uns immer, was wir nach Mathe von loskommen, das habe ich auch so wunderbar belebt. Und ich denke, jeder einer kann ja das immer für sich selbst das Beste. Aber was ich so schön finde, wenn wir von Dingen frei waren, wenn uns Ziel das ist in unserem Leben, wirklich frei zu werden, dann müssen wir ganz stark die Gemeinschaft mit Gott haben. Dann müssen wir keinen Tag auslassen mit der Gemeinschaft pflegen mit Gott. Dann müssen wir täglich die stille Zeit haben. Dann müssen wir einfach mit einem Gemeinschaft haben. Und was ich so wunderbar belebt habe in meinem Leben, dass ich dann immer in eine stille Zeit, wenn ich Gemeinschaft habe mit Gott, jeder Tag, wenn ich denen das immer sagen kann, hier sehe ich von der Wahrheit, wie ist du mir, von der, was fehlt mir nach in meinem Leben. Und wenn wir ein Ding in unserem Leben haben, was uns immer anhängt, dann wollen wir einmal antworten, Gott wird uns jeder Tag auf das Ding immer wahre anweisen. Wenn wir immer wahre ein Ding haben, was uns anhängt, wenn wir dann immer für Jesus kommen, für Tritt kommen, und dann wollen Frauen, wie ist du mir, was in meinem Leben noch der andere fehlt, da wird einfach, was uns immer dort denkt, wo wir an die Bunge sind, wird uns in Erinnerung kommen. Und dann fängt uns dort einmal bewusst an zu werden, das ist ein Ding, was ich in meinem Leben loslasse. Das ist ein Ding, was in meinem Leben nicht passt. Und dann mache ich ganz bewusst ein bisschen deine der Ewa. Das habe ich dann nicht dort bis nach, war sie gleichaltig über seine und vielleicht sei, das ist ja nicht so ein schlimmer Ding, das wird ja nicht so viel bebaudern, sondern dann macht wie kriegt dann, Jesus das sagt, merkt du mich frei von dem Ding. Das kann uns sehr helfen, dass wir unsere Dinge, die uns die Bunge halten in uns Leben, können ansehen, was uns immer festhalten, was uns baudern kann in uns Leben. Die stille Zeit oder die Gemeinschaft mit Gott, in denen einfach das sagen, hier sehe ich und wies mich. Und das ist, wo ich das wirklich belebt habe, das kriegt, wo ich das mal antworte.
dat ik gebonden werd en dat denk immer den anderen angeestlich te stapelen, mij geestelijk te talen. Wanneer ik in mijn tijd weer en einfach voor Jezus kom en den dat zegt, wijs mij wat in mijn leven is, dat eerste weer met den gedanken. Die zegt start al waren, dit falls die daar waren hecher als Jana, die dacht die weer waren Maya. En dit werd mij eenmaal zo bewust. Dit is een ding waar ik met ganz van hart en buis over doen. En dat kan ik doen. En van deze dag zei ik de mensen anders aan. Dan word ik eenmaal aan, wie krijgt dat wat de aangeestelijk weer en de andere niet. Wanneer ik eenmaal naar dit kijk. Dat is, dat heb je alle, van al zijn dingen in ons leven, heb je van vrij worden. En dat kan bless Jezus Christus. Maar dat braucht onze ganz klare Entscheidung, dat ik wel van vrij worden. Zolang ik dat ding nog eenmaal vasthoudt en door een beetje leuf heb, wanneer ik wat durfvieren kan, krijgt man wie met wat te doen hand. Want als deze zijn nog eenmaal aan is, ik moet het durfvieren, of ik word het durfvieren, dan worden we niemals im leven zeker worden. Dan we moeten eenmaal bewust bij komen, dit is nu in één met dit wat ik wat nu gedaan heb, en nu van nu wieder zal mijn leven wat anders zijn. Ik wil vrij zijn van dit ding, ik wil luid zijn van dit ding, dit zal mij niet eenmaal waar bouwen in mijn leven. Zoals ik al eerder zei, eenmaal waar waar we vervelen en denken, we zijn zinder. De Bijbel zegt, we zijn zinder en we worden zinder blijven. Maar we moeten dingen wat we werkelijk vast ons zijn, wat er eenmaal waar passeren, die moeten we luisteren kennen en die moeten we van vrij worden. Dat is wat de Bijbel ons hier wel ermunteren, wat werkelijk vrij is. En dat is ook wat Johannes hier tegen de Joden zegt, dat zij zullen vrij worden, alle ongewoonheden im leven. Die weer vrij worden, die hadden zindevergeving, dat we ganz klar, maar die ongewoonheden, wat er immer zijn, die moesten van luis komen. En ik dacht, dat den derde Punkt, wat is dat wichtig, dat we vrij zijn? Waarom is dat wichtig in ons leven, dat we werkelijk vrij zijn? Dat we niet allerhand dingen in ons leven hebben, wat ons vasthouden, of wat ons gebonden zijn. Waarom is dat wichtig? Dan wil ik een vers lezen, het 1. Petrus 1, vers 16, einmal de eerste vers. 1. Petrus 1, vers 16 sagt dort, denn es steht geschrieben, ihr sollt herrlich sein, denn ich bin herrlich. Gott sagt einmal, ich sie herrlich, und du werden sie herrlich sein. Was ist nicht herrlich sein? Herrlich sein, verstehe ich vielleicht, wie man dann ganz perfekt sein, ohne Fehler, aber ich verstehe das immer so, Gott sagt, heu ist herrlich, ganz klar ist heu ganz herrlich, ohne eine Sinn oder ein Wort. Aber das ist gerade, wenn wir für Gott und herrlich sind, das ist, wenn wir an das leben, wie die Dinge, die wir sollen ans Leben, was erreicht sind, wenn wir die aufleihen, dann sind wir herrlich. Einmal ist das, zu was wir sollen frei sein, ich habe hier sagen, ganz klar, wenn Gott selbst ist ein reiner Gott, das ist ein heiliger Gott, und wenn wir wollen sein Kind sein, dann müssen wir auch rein sein, dann müssen wir auch heilig sein. Das ist, zu was wir brauchen frei sein in uns Leben. Der nächste Vers will ich uns lesen, ist Hebräer 12, vers 14. Hebräer 12, vers 14 sagt es einmal, ja, dem Frieden nach mit allen und der Heiligung ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist noch ein Ding, woran wir mal frei sind. Das sagt hier, wir sollen den Frieden jagen, wir sollen die Heiligung erst kriegen, wenn wir in der Heiligung leben, dann das erst kriegen, wenn wir frei worden von Dingen. Das sollen wir anstreben an unserem Leben, wenn durch ohne das, wird keiner nicht dem Herrn sein, sagt er. Und so viele Menschen, die sind von der Tag zufrieden, als sie in wahre geborene Kind Gottes, ich habe mich bekehrt und die sind mit zufrieden. Das Kreischen dünnt, wenn das Leben fertig war, so gehe ich wieder. Und das sagt hier aber sehr deutlich, das falsch, den müssen wir uns annehmen. Das sagt, ohne die niemand den Herrn sehen wird, ohne die Heiligung, ohne dass wir in uns leben, was andere merken, was das was ist, wird keiner dem Herrn sein. Das ist das Zweite. Warum ist das wichtig, dass wir frei sind? Wenn wir nicht in das Leben, in das Sein in uns haben, dass wir alle frei waren, wenn uns das Kreischen dient, als mit all meinen Ungewohnheiten, dann leben wir nicht in der Heiligung. Dann sind wir gebunden, oder dann leben wir einfach nicht in der Heiligung, wo das hiervon redet. Das ist, warum er uns das so wichtig macht. Wir sollen die Heiligung anstreben.
Dat zegt hier nicht, wie sollen nu ganz herrlich sein, maar dan wo wir den Herrn sagen. Dat zegt, wie sollen der uns streben, dat ist mir immer so wertvoll. Wenn ans Ziel das ist, wie wollen ans Leben nicht durchlassen, wo das ist, wie wollen verweicht kommen, wie wollen sehen, wo mit Menschen, wenn uns das Ziel in uns ist, dort ist, was Gott Jesus in diesem Fall sagen will. Das ist einmal kreuz, was das Fall uns sagen will. Wir sollen das anstreben, wenn ohne dort, was keiner dem Herrn sein. Wir können nicht bloß in den sein, wenn mein Leben ist, und wer dort rennt, und danach einmal glauben, dass wir geraten worden, in Kreuzen leben, wieder leben, als was wir vorher unsere Bekehrung gehabt haben. Das nächste ist auch, was ich überdacht, was ist das wichtig, dass wir frei sind, ans ihnen gewesen. So viele Menschen, die haben von der schon Tag Trouble mit Herz gewesen, die können dort nicht glauben, dass sie geraten worden, die haben einen Zweifel an der Radung. Und das ist Kreuz, wenn wir nicht in das leben. Wenn wir nicht in diese Heilung leben, wenn wir nicht durch ein Leben, dass wir Dinge, die uns leben, immer tröbeln, immer uns anhängen, wenn wir nicht in das Leben, das aufsehen, dann haben wir nicht, dann vermurrt diese Heilsgewässer in uns. Das ist, warum so viele Menschen an das immer Zweifel haben, ein Heilsgewässer. Wir müssen in das Fährweich gehen, dann wird uns der Herz, dann wird uns die Gewässer klarer werden. Ik wil ook Römer 8, Vers 36 einmal lesen. Da finden wir dort, das sagt er einmal, Römer 8, Vers 36. Die hat mir hier noch rechten Vers geschrieben. Römer 8, Vers 16 ist es. Der Jesus selbst gibt unseren Jesus die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir wahre geborene Kinder Gottes sind, dann jaft der Jesus, was wir bei der wahre Geburt gekriegt haben, da jaft uns die Gewissheit, dass wir seine Kinder sind. Und wenn wir nu immer noch in Dingen leben, wo wir noch immer mitkommen von uns alten Leben, wo wir nicht von Leis gekommen sind, wenn wir noch immer bei leben, dann beschmutzt das diesen Jesus. Dann kann das Jesus nicht die Gemeinschaft haben mit unseren Jesus, dann kann die unseren Jesus nicht die Überzeugung geben. Und wenn wir am Rennen leben, wenn wir in der Heilung leben, dann sagt das Jesus unseren Jesus, dass wir seine Kinder sind. Das ist, warum so viele Menschen mit Herzgewässer Trouble haben. Sie haben Dinge im Leben, wo den Jesus beschmutzen, wo der nicht kann, unseren Jesus dort ganz deutlich sagen, warum dort wir seine Kinder sind. Das ist auch ein Ziel, ein Ding, warum ist das wichtig, dass wir frei sind, dass wir in der Heilung leben. Und der nächste Punkt da hat auch an, wo ich ein Vers lese, in Matthäus 4, Vers 14, warum das noch wichtig ist, dass wir frei sind. Matthäus 4, Vers 14. Da redet Jesus einmal von dem Licht, das sagt hier einmal, ihr seht das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Wenn wir nicht frei sind in unserem Leben, und hier sagt Jesus, aber wir sind ein Licht für die Welt. Und wenn wir nicht frei sind, dann das Licht, das vermurrt ganz in der Welt, und dann kann die Welt nicht mehr das Licht sein. Wenn wir ein klein bisschen überdenken, wie viel habt uns ein Licht umfertig, wenn das ganz mit Blatt teilgeschmiert ist, das nützt uns ganz wenig. Und das ist Kreuz ist in unserem Leben ist, wenn wir nicht Dinge von frei waren, die an uns Leben sind, dann wird kein Mensch ein Licht sein. Und dann wird kein Mensch das sein, dass das ein wirkliches Kind Gottes ist. Das merkt das Licht ganz darf, dass kein Mensch in die Zeit kriegt, einfach nur diese Freiheit zu kommen, auch nur das frei sein. Wir sollen ans Leben soll ja über das sein, dass wir in Sehen sind, dass Menschen das sein können, was in uns ist, dass wir wirklich frei sind von der Sündesklaverie. Und wenn wir dort aber nicht sind, dann vermurrt das einfach ganz. Die Welt, der ist ganz voll Menschen, und jeder Mensch hat eine Säule. Jeder Säule, der schritt, nur gerat zu sein, nur frei zu sein. Jeder Säule hat das an sich, ich will frei sein, ich will los sein von meinem Sündeleben. Das ist jeder Säule.
En dat krijgt wat wie zullen alle een voorbeeld aan zijn, wie zullen dat licht zijn. Want die mensen zijn verlagen, die zullen dat zijn, doe je dat zo wat. En wanneer ons leven nog eenmaal blijft, dan kunnen die niet vooraan komen. En dan doen we erst dat zoveel mensen in die drin blijven. Dan vind je dat licht niet, wenn dat erst ganz vermurrt. En dat is eenmaal mijn ziel krijg met dit rit te zijn. Dat we einfach mochten ons dit aanstreven. En dit denken, dat we ons van den Zegen Jezus Christus vrijmaken laten. Van alle dingen wat ons aanhangen im leven. Van al die dingen wat we immer ständig aan leven. Dat is eenmaal zo weit. Ik wil het eenmaal een beetje hebben. Wat ik hier met Ruud zei. Want het eerste wil ik eenmaal zeggen, bless, bekeren, bless. Eenmaal waar geboren worden, dat reikt niet te. Dat reikt niet te, we moeten vrij worden. We moeten alle gewoonheden loslaten. En de tweede punt sagen we dat eenmaal, dat bless Jezus kan vrijmaken. Dat niet een mens kan zichzelf vrijmaken. De Zegen zegt dat in den 36. Vers, dat kan vrijmaken. En dat braucht over onze ganz klare entscheidung, dat we dat willen. We brauchen ons van den Zegen vrijmaken laten. En onze entscheidung braucht dat over. En wenn wat braucht we vrij te zijn, dat zijn we eenmaal, dat is Gottes willen. En dat is ook ohne dit, dat we vrij worden, waar we niet den Herrn zijn. En einfach ans ene gewens hebben ook, omdat ons dat kan beter wonen en leven, dat we kunnen de helftgewissheid klaar hebben. En daarna, dat we einfach kunnen een licht zijn in mensen, dat mens kan een verlangen krijgen, naar juist te komen, dat mens kan je trouw krijgen in ons leven. Dat is waarom dat wichtig is. En dat is mijn ziel hiermee te zeggen, dat ons dit kan wichtig zijn. Mijn leven zal vrij, mijn leven zal heilig zijn. De mensen zullen zijn. Du hast een ander leven bijna. Du hast niet datzelfde hele leven nog eenmaal bijna, wat door verder bekeerde tijd wird. Eenmaal zo weet, waar we nog met een gebed afsluiten. We passen eerst stoel ab. Herr Jesus Christus, ik dank dir für diesen schönen Tag, dat we gaan kunnen haben. Ik dank voor die woord dat du ons hinterlassen hast, dat du dat sagst in die woord, dat du wirst haben, dat we zullen vrij zijn in ons leven. Ik vraag dich, als du ons muss helpen in dit verder te komen en dingen aan te zijn, waar we velen, waar we immer waren en gebonden zijn, dat we van die dingen worden vrij worden in ons leven, dat we kunnen een licht zijn in de wereld, dat nog vele mensen kunnen daar onze levens naar die komen. Ik vraag die om helpen en wijsheid te dragen, te dienen. Ik vraag als du die woord was zien, moest du ook, wanneer een woord gereed is, wat niet die wel is, uitnemen, dat we einfach kunnen van dort wat leren wat du hier in die woord hast, dat we kunnen verder komen in ons leven. Moest du diesen Gottesdienst wieder sehen, moest du wieder diesen Tag sehen. Amen. Singen wir noch am Schluss das Lied Nummer 238. Das Lied ist ein Fremdet, aber die Melodie ist bekannt, also das liegt schon. 238. Rein und frei vom allen Bösen, mächtig sein, o Gottes Lamm, mich von Sünde zu erlösen, floss dein Blut am Kreuze Stamm. Hilf mich dir ganz hinzugeben, alles lass dir sein geweiht, dich zu lieben, dir zu leben, gänzlich jetzt und alle Zeit. Herr, ich liege hier im Staube, Herr, ich bitte, höre mich. Herr, ich warte, Herr, ich glaube, für den Kampf zum vollen Sieg.
Ja, nu hebben we gehört von frei sein, von vergeben, in den nächsten Leben. So macht das wirklich für all uns eine Liebe sein, und richtig an nu zu denken und auch beten, dass Gott schenken mag, wo unsere Probleme stärken. Ich glaube, wir haben alle ein Wort von den Problemen in uns. Und da war ich, ja, von der war ich dafür. Mag je uns nog een zee met geven, op nu te denken op de boodschappen. So, danke schön, Bruder, die wel ons was om te dienen. En mag je ons nog een zee met geven, ons op naar einde toe. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Scheidem Fried von uns.